Ja, ich weiß nicht, ob ihr Twitter gelesen habt, aber irgendwas mit Fabo, 70-Jährige, irgendwas. Ich bin mal gespannt, was Fabo halt für ein Statement, weil hat Fabo ein Statement irgendwas gemacht? Ich glaube, einmal drunter geschrieben, aber ich glaube, mehr habe ich noch nicht gesehen. Also, ne, keine Ahnung, man muss erstmal beide Seiten hören, aber was ich sagen kann jetzt schon, Digga, warum schreibt der so cringe, Bruder? Was ist das? Warum? Digga, Bro, oh Mann. Und dieser Würgeding, der war so krass. Der war crazy. Die Freunde des Texten sehen, das ist wirklich crazy. Wenn man noch horny ist, ist man tot cringe. Ja, aber ich finde, guck mal, ich finde, so wie er geschrieben hat, todescringe. Digga, sorry, aber das ist todescringe. So, und ich finde, ab irgendeinem Alter muss das doch aufhören, dass man so schreibt, oder? Weil, also ich habe so, wie er jetzt geschrieben hat, nicht mal so habe ich geschrieben, aber ich habe schon jetzt cringe, schon 5 Monate in der Abo-Falle. Ich habe auch schon mal so cringe geschrieben, aber da war ich halt 15. Da war ich 15 und hab mit einem Mädchen per Instagram geschrieben und wir waren per Instagram zusammen. Da war ich halt 15, Digga. Also jetzt, ne, ich habe keine Ahnung, ich habe da nur die Tweets gesehen, ne, man weiß nie, wie war das wirklich, bla bla bla, deswegen Statement abwarten, aber was man halt sieht, und das ist halt Todescringe, sind diese scheiß Nachrichten, Bro. Oh mein, Digga, dieses Würgefoto ist verrückt, Digga. Das ist verrückt. Was würdest du machen, wenn du diese Nachricht bekommst? Lass einfach nicht drüber reden, okay? Lass nicht drüber reden einfach. Wir reden nicht drüber reden. Wir warten einfach ab, was kommt, aber lass einfach nicht drüber reden, okay? Hör auf, sonst muss ich dich damit würgen. Ach, Mann. Ich hab mir das gestern alles angeschaut gestern, ne? Oh, fuck, Mann. Mann, ich verstehe nicht, warum man. Ich verstehe echt nicht, warum man. Also ich könnte alleine nicht so mit irgendwem schreiben. Erstens, weil mir das selber todespeinlich wäre. Zweitens, Digga, das ist doch, also, wenn man Person des öffentlichen Lebens ist, dann ist das doch so, also das ist doch so, in Anführungsstrichen risky, dass das public wird, oder? Naja, so viel war das auch nicht. Es waren schon crazy Nachrichten, also es waren schon viele crazy Nachrichten. Ich könnte sowas niemals schreiben. Also Dings hat das ja auch gemacht damals. Das habe ich auch gesagt, dass ich das todespeinlich fand. Norax hat das ja auch so ein bisschen geschrieben damals so. Ich check das, warum schreiben die so, Digga? Oh, Digga. Ich hab das, als ich das gelesen habe, ich hab Krampfanfälle bekommen. Findest du das komisch, dass sie gelogen hat, dass sie 18 war? Ja, wie gesagt, deswegen sage ich auch dazu gar nichts. Bro, weil das Mädchen an sich halt auch, also wenn es so einen Tweet macht, ich will jetzt keinen verteidigen, ne? Ich verteidige überhaupt keinen, aber wenn sie so einen Tweet macht, Digga, dann soll sie von Anfang an auch schreiben, dass sie halt auch am Anfang gelogen hat. Aber ich habe nicht alles mitbekommen, ne? Aber wenn sie sowas macht, dann mach alles. Mach direkt alles. Aber auch wenn ihr das nicht hören wollt, wie gesagt, ich verteidige keinen, Bro. Ich habe auch mitbekommen, dass Favo viel auf Snap ist und da viel mit so Mädchen rumsnappt, aber ich habe nie mitbekommen, wie die snappen. Okay? Ich hab ab und zu, habe ich gesagt, yo, gib mal dein Handy, ich snap jetzt auch mal einer, weil ich finde Snapchat todescringe. Ich finde, jeder, der Snapchat benutzt und Flamme hat, tot, Digga. Habe ich ihm auch gesagt. Aber dann habe ich gesagt, gib mal Handy, ich mach mal ein Selfie von mir oder sowas. Da meinte ich auch schon so, Digga, lösch das doch einfach. Aber man muss auch, das ist wirklich so, man muss halt manchmal auch aufpassen. Also man sollte nicht immer alles. Ich verteidige keinen, ne? Wirklich nicht, dass das wieder out of context irgendwie auf Twitter landet oder so. Aber man muss erstmal aufpassen, wem man alles glaubt, wer was reinschreibt. Versteht ihr? Weil es halt auch sein kann, dass irgendwas, das ist mir schon auch schon mal passiert, also nicht von so einem Thema, aber dass halt einfach Leute irgendeinem was vorwerfen und man sich als, ne, so, man frontet irgendeinen und Leute glauben das direkt alle. Ne? Ich will nicht damit sagen, dass das alles gelogen ist. Ne? Ich glaube schon, dass es real ist. Ich kann mir das gut vorstellen. Aber trotzdem muss man, glaube ich, erstmal abwarten, bis so 2 Statements kamen. Ja, ich habe auch gesehen, es gab eine zweite Person. Also es kann gar nicht, also ich glaube das alles, ne? Es gab jetzt mittlerweile auch eine zweite Person, aber für die nächsten Sachen, wenn wieder sowas kommt, versucht nicht alles instant zu glauben, außer es gibt wirklich direkt Beweise. Weil das ist also, ich glaube, viele Leute glauben instant irgendwas, wenn sie es sehen, einfach. Ja. Kannst du Zusammenfassung machen jetzt? Was? Digga, ich will darüber eigentlich nicht im Stream reden. Also. Oh Mann. Digga, ich hab einen Tweet vorgeschlagen bekommen.
Das Spieß hat sich gedreht, jetzt bist du meine Horny-Hure. Füße zeigen sofort. Ja, wir reden nicht darüber, okay? Wir reden nicht darüber. Wir warten einfach. Also was ich auch nicht gecheckt habe, ist, dass Fabo gestern einfach wirklich legit einfach weiter gestreamt hat und nichts dazu gesagt hat, aber ich glaube, also, ja gut, ich glaube, weiter streamen hätte er nicht, aber direkt ein Statement machen ist auch dumm, glaube ich, aber ja. Und Leute, Permanent hat die, ja, ich habe den Tweet gesehen, ich fand den auch ein bisschen schwach, muss ich sagen. Auch wenn du mein Mod bist, aber ich fand den Tweet ein bisschen schwach. Kanjuju hat getweetet, dass das irgendwie kacke ist, wenn man sowas timeoutet, aber, also, ich sag mal so, wäre ich in der Situation gewesen, ich wäre halt einfach offline gegangen, hätte man ein Statement in Ruhe geschrieben und hätte es dann irgendwann gepostet so, aber mitten im Stream ein Statement zu machen, ist überdumm. Also, und naja, das ist ja einfach nur nicht so frech, Kleine, sonst muss ich damit wohl wirklich Statement. Ja, okay, Permanent weiß ich nicht, aber ist schon valid, dass das weggetimt wird, I guess. Auch wenn es halt, ne, auch wenn es ja eigentlich scheiße ist, was er so geschrieben, also, ja, also, keine Ahnung, ich will darüber nichts sagen eigentlich. Bruder, wir wissen auch nicht, ob die andere Person auch gesextet hat. Also, wie heißt das? Text. Also, ne, wir wissen ja auch nicht, ob die andere Person das genauso gemacht hat. Wir haben jetzt einfach nur Screens gesehen, also wie gesagt, wenn beide sexen, dann ist es ja eigentlich okay, so. Ist halt überpeinlich und cringe, aber ist ja eigentlich okay. So, aber diese Würgedinger, ne, wie gesagt, also wenn das beide machen, dann ist es ja, I guess, valid. Aber dass sie jetzt 17 war, ist jetzt nicht valid, aber ja, genau. Mit dem zweiten Handy die Snaps abfilmen ist schon verrückt. Ja, das ist auch verrückt. Aber wie gesagt, deswegen frage ich mich, ich frage mich wirklich, wie dumm man eigentlich sein kann. Also ich könnte das, also erstens bin ich sowieso keiner, der sextet, Digga. Ich finde Sexten überpeinlich und cringe. Zweitens, wenn man sowas macht, Digga, doch nicht, also du kannst das nicht mit deinem Account, also mit deinem Mail-Account dann machen, wenn du Person des öffentlichen Lebens bist, Digga. Das ist doch klar, dass das irgendwann irgendeiner fotografiert und irgendwie postet irgendwo. Das ist doch klar. Das habe ich jetzt schon wieder verpasst, Bruder, Twitter. Ey, ich hab's auch nur mitbekommen, okay? Ich benutze ja eigentlich gar kein Twitter. Ich will ja eigentlich gar kein Drama mehr mitbekommen. Ey, ich habe das nur mitbekommen, weil Wichtiger mir das geschickt hat. Digga, die Wichtiger-Kombo gestern war auch crazy. Aber das kann ich nicht public machen, was wir da geschrieben haben. Das geht nicht. Auf jeden Fall hat er mir den Tweet geschickt. Du bist auch bald gecancelt. Bin gerade ein bisschen verschlafen, aber kann dich später trotzdem noch vernaschen. Bis dann, Bibi, Baba, Bubi-Bärchen. Ich liebe dich noch wie früher. Ich kann nicht gecancelt werden. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben ich benutze kein Snapchat, ich schreibe mit keinen Frauen. Das Einzige, aber da kann ich nicht gecancelt werden, ich habe mal mit einer gesextextet, da war ich 15 auf Instagram. Ich kann euch das vorlesen, wenn ihr wollt. Digga, das ist halt 6 Jahre her oder so. Boah, wenn ich die noch finde, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wie die... Ich finde die safe nicht mehr. Oh mein Gott, ich finde die nicht mehr. Scheiße, schade aber. Oh, scheiße, ich hätte die gerne nochmal. Ja, ich werde das nie was finden. Die hat sich umbenannt oder hat Account gelöscht, keine Ahnung. Hast du Tinder oder so? Ich hatte mal Tinder, aber ich auch nicht gesextextet. Wie gesagt, ich bin richtig vorsichtig, was irgendwie mit Frauenschreiben angeht. Ich hab panische Angst vor Frauen. Nein, aber... Als ich damals, ich hatte auch mein Arc, wo ich bin überhaupt keiner, der sich verabredet mit irgendwem zu ficken und dann war's das so. Also wenn ich jemanden ficke, dann halt meine Freundin so, also wenn ich eine hätte, checkt ihr? Nein, ich habe das falsch formuliert, weil ich habe das falsch formuliert. Also wie gesagt, wenn ich jemanden ficke, dann meine Freundin, wenn ich eine hab. Versteht ihr? Er hat keine, ich weiß das ja. Guck, Maelo hat reingeschrieben. Falsch formuliert. Ich hab's wirklich falsch formuliert einfach. Ja, auf jeden Fall, ich hatte auch meinen Arc mit Tinder, aber da habe ich so aufgepasst, Digga. Ich hab ganz normal geschrieben. Ich hab so, hey, was geht ab? Ich hab sogar extra mein Profilbild. Ich hatte Real Talk, glaube ich, mein Profilbild mit so einer Corona-Maske. Weil ich nicht wollte, dass mich irgendeiner erkennt durch YouTube oder so. Das ist mein größter Albtraum. Wenn ich eine Frau kennenlerne, Digga, und sie kennt mich von YouTube oder Twitch. Nicht, weil es mir peinlich ist, weil ich Angst habe, dass sie nur mein Para will. Das ist einfach eine Angst bei mir. Wie hast du Frau dann angeschrieben? Ich habe immer hey geschrieben. Wie so ein Hurensohn. Aber einfach, hey, was geht ab? Hey, wie geht's dir? Hey, mit 3Y. Hast du auch Doppelpunkt 3 benutzt? Digga, Leute, die Doppelpunkt 3 benutzen, sind tot. Doppelpunkt 3, todestes Emoji. Jetzt habe ich die Idee, lass zusammen die Eiger Nordwand in der Schweiz hochlaufen. Free Solo. Oh mein Gott. Das ist verrückt. Oh mein Gott, ist schon auf TikTok, Digga.
Oh. Oh mein Gott, er schreibt auch mit mir auf Snap und schickt mir immer Bilder von seiner Boxershorts. Scam. Also ich glaube, die eine hat auch irgendwie gesagt, oh Digga, das. Weil ich weiß halt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich halt auch einfach. Ich finde halt wie gesagt, wenn das beide Personen machen, dann ist das ja eigentlich, also. Ich rede jetzt nicht vom Alter, ne? Dieses Alter-Ding, da bin ich überhaupt nicht drin. Ich rede nur von, wie geschrieben wird, okay? Und wenn das beide machen, dann ist das ja eigentlich okay, aber es ist trotzdem ultra cringe. Digga, ich habe gesehen, gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, keine Ahnung. Wie gesagt, glaubt nicht alles, ich habe auch keine Ahnung, ob es stimmt. Aber das ist ja so Videos, so Snaps, wo oh nee, ich will gar nicht drüber reden. Egal, scheiß drauf.